Herzlich willkommen zu Folge 3 von Viral Near Mint. Wie immer mit mir, Matteo, mit meinem Co-Host Elia und mit unserer heutigen Gästin, der Melissa. Hallo. Yay. Hallo, danke für das da sein. Melissa. Mega cool. Die Melissa ist im Videoteam von Viral und ist als Host tätig bei SRF Kultur. Mega schön, bist du da. Danke vielmals. Wir haben einen Drink wieder parat, beziehungsweise die Melissa hat sich eigentlich einen Drink gewünscht. Wir haben es fast erfüllen. Ja, eigentlich nicht mal fast. Nein, nicht annähernd. Es war so, es hat damit angefangen, dass wir wie auch immer gefragt haben, was für einen Drink sie sich gerne würde wünschen. Und dann hat sie gesagt, sie hat gerne Moscow Mule. Aber das haben wir halt in der letzten Folge schon gemacht, also erste Problemstelle. Das ist ja gut. Moscato hat sie ja sehr gerne. Dann haben wir natürlich am Samstag, wo die Läden offen waren, kein Moscato gekauft. Und ich habe aber einen Drink gefunden. Also respektive hat sie halt gesagt, ja, Drinks mit Moscato kommen auch in Frage. Dann habe ich einen Drink gefunden im Internet. Und schlussendlich haben wir jetzt irgendwie für 5 von irgendwie 6 Zutaten irgendwie substitutmäßig gefunden. Also es ist eigentlich überhaupt nicht das, was es ursprünglich war. Aber ja, man kann ja mal das Rezept einblenden, was jetzt drin wäre. Ja. Hat auch noch keinen kreativen Namen. Nein, hat auch noch keinen kreativen Namen. Und Moscato ist auch nicht drin. Das kommt nicht dazu. Ja, wir haben auch keinen Moscato gekauft. Sondern Prosecco, den ich nicht gerne habe. Genau. Das sind gute Aber hey, Voraussetzungen. Gastfreundschaft ist wichtig. Das ist mega Nein, wichtig. der Drink ist im Fall mega gut. Also ich bin wirklich voll positiv überrascht gewesen. Und ich glaube, mit Moscato war es mir fast zu süß gesehen. Also es ist Ich bin gespannt, ich habe ihn noch nicht probiert. Probier. Vielleicht so. Das ist mega gut. Ich probiere. Ich tue jetzt, als hätte ich ihn noch nie gehabt. Okay. Ja, cheers. Mach jetzt. Okay. Cheers. Sorry, Matteo. Du hast auch schon zuerst getrunken gehabt. Okay. Ich tue jetzt, als hätte ich noch nie von diesem Drink getrunken und ich bin mir sicher, es ist mega gut. Wow! Mega gut. Amazing. Nein, er ist wirklich gut. Er ist wirklich voll, Er ist okay. wirklich gut. Name to be defined. Irgendwie. Voll. Das kann der Jon in den Post machen, irgendetwas. Also, wir sind ja Etwas hinschreiben. grundsätzlich kein Drink-Podcast, sondern wir reden normalerweise über Musikalben. Und eine von der Lieblingsbands, glaube ich, von der Melissa ist Bon Iver. Nicht Bon Iver, wie wir gelernt haben, sondern Bon Iver. Genau. Und wir reden über folgendes Album. Genau, wir reden heute eigentlich über das Self-Titled Album, wenn man so sagen kann. Das zweite Album. Und es ist ein bisschen ein spezieller Fall, weil normalerweise reden wir eigentlich über neue Alben und es ist nicht ganz ein neues Album, weil Bon Iver hat schon 4 Alben draussen, also Full-Length-Alben. Aber es wird jetzt 10 Jahre alt oder ist schon 10 Jahre alt geworden und es kommt jetzt dann im März die Vinyl raus. Und dann haben sie sich als Ziel gesetzt, eine Anniversary Edition rauszubringen. Und die Folge ist jetzt eigentlich sozusagen der Anniversary Edition gewidmet. Das ursprüngliche Album ist um die 39 Minuten lang, hat 10 Tracks und ja, Bon Iver ist aus den USA. Ja. Sonst noch etwas sagen? Ich glaube es nicht. Das ist so das Wichtigste. Und sonst wird es immer auch wieder hier rechts eingeblendet oder links, wenn man keinen Platz hat rechts. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Ich kann etwas sagen. Unbedingt. Und zwar Bon Iver, auf dass ihr mal wisst, was ich für eine Verbindung zu dem Sänger habe oder zu dem Künstler, ist, er ist die letzten 2 Jahre immer meine Spotify Top Artist gewesen, also immer on top und auch immer ein Bon Iver Lied als meistgelöstes Lied und dann das Jahr das erste Mal nicht. Sondern jetzt Oha. ist irgendetwas, was passiert in diesem Jahr und zwar ist es von Dayglow. Ich weiß nicht, ob ihr Dayglow kennt. Nein. Das ist so ein Bedroom-Pop-Indie-Künstler und der hat jetzt den Bon Iver toppt das Jahr. Crazy. Ja, Krass. also, aber es ist sehr, sehr wichtiger Künstler für mich. Du bist jetzt einfach an der Stelle, wo ich in der ersten Folge war, wo es um Lumineers gegangen ist. So, Anna, bitte machen wir nicht den Lumineers kaputt, machen wir jetzt im besten Fall nicht Bon Iver kaputt in dem, in dem Podcast. Ja, So. bitte. Aber ich muss auch sagen, es ist nicht mein Lieblingsalbum. Also ich finde, es ist ein mega wichtiges Album, weil es halt eine mega Veränderung bei ihm zeigt und ein mega Schritt war von For Emma Forever Go zu diesem Album. Aber
ein neues Album von Bon Iver ist jetzt eher mein Lieblingsalbum. Das heißt, ich finde, wir können auch mit einer kritischen Distanz auf das Thema schauen und das behandeln. Sehr gut. Ich nehme es nicht persönlich. Das sind gute Voraussetzungen. Ich würde sagen, wir starten mal mit dem ersten Song direkt. Der erste Song heisst Perth. Genau, ja. Und es ist vielleicht auch so ein bisschen ein unfairer Einstieg ins Album, weil es ist schon meine Top 1. Und ja, es ist noch witzig, weil letztes Mal oder vor 2 Folgen sind wir in der Position gewesen, wo Zoe hier gesessen ist. Und sie hat so gesagt, ja, sie hat Lumineers davor noch nicht gekannt. Und sie hat dann am Schluss gedankt dafür, dass wir irgendwie ihr die Band näher gebracht haben. Und heute kann ich ihnen den Dank weitergeben, weil es ist so, ich habe die Band also davor nicht gekannt oder den Künstler davor nicht gekannt. Und bin jetzt hure dankbar, dass ich es dürfen erfahren, vor allem irgendwie gerade in Anbetracht dessen, dass jetzt der Song besprochen wird, weil es ist so, ja, also, es ist ein übel schöner Song und der hat mich mega mitgenommen und ja, ich habe glaube ich irgendwie auch aufgeschrieben so göttliches oder gottgleiches Gitarrenriff und so. Es ist, Wow. Nein, es ist wirklich krass. Ich glaube, da kommt auch in so eine Playlist rein von mir, dann irgendwann noch. Sehr gut. Ja, ich habe, als ich recherchiert habe zu dem Album, because I did my work, Im Gegensatz zu anderen. habe ich gelesen, dass Perth, also eins der ersten Lieder war, die er geschrieben hat für das Album. Also eigentlich eben genau die Riffs, die du gesagt hast und so, das war eigentlich das erste, was er gemacht hat. Und ihm ist es mega wichtig, das am Anfang zu bringen. Und der Name Perth, hat er gesagt, ist auch mega cool, weil es tönt so ein bisschen wie Birth. Und das ist so das eigentlich, ich glaube, das hat eigentlich so einfach mitgenommen in das Album rein, so die Geburt und das Neue und die Veränderung und so. Und ich finde, der Song strahlt das mega aus, also hat etwas unglaublich Hoffnungsvolles, aber mega sad. Also es ist wie so, I don't know, ich will jetzt nicht so zu bildnerisch reden, aber ich finde, so eine Geburt ist immer etwas super Schmerzhaftes, aber es ist so etwas mega Schönes, weil es so ein neues Leben bringt. Und ich finde, der Song führt das Album durch das genauso toll ein, irgendwie. Und es ist mir sofort, als wir das Lied gehört haben, wir sind also gesehen, boah, sind wir auch gerade so mega sad. Wurde schön, wir sind alle so schön sad. Aber das ist halt Bon Iver, oder? Das ist so eine Rechnung, die musst du einfach eingehen. Du musst einfach sagen, okay, ich ziehe das jetzt durch. Ja, es ist mir wirklich auch jedes Mal so gegangen, wo ich irgendwie das Album gehört habe als Vorbereitung. Es ist schon so. Es ist aber so wirklich so eine schöne Sadness. Also weißt du, so, du kannst so in die Traurigkeit so dich reinlegen und es ist so voll okay. Es ist jetzt nicht so, als würde es dich mega abziehen, sondern es ist wirklich so eben das Hoffnungsvolle, das immer auch so ein bisschen mitschwingt. Ich finde vor allem bei diesem Lied, also es ist wie Ja. so ein Ding von ich bin mit dir sad. Weißt du, was ich meine? Ich finde, bei diesem Lied ist es wie so, boah, hey, wir helfen uns da durch das durch. Und ich meine, der Drop, wenn das Lied loset, der Drop von all die anderen Instrumente. Ich kann nicht einmal die Instrumente benennen. Guys, I don't know. Aber wenn so Schlagzeug und so kommt, es ist einfach episch. Das ist Wahnsinn. Ja. Es ist ich würde es fast schon wirklich als Erfahrung bezeichnen, wo man es gemacht hat. Voll. Ja, und irgendwie auch zu dieser Sadness vielleicht noch. Ich habe das Gefühl, Sadness ist so eine Emotion, die ist irgendwie viel zu schlecht konnotiert. Weil irgendwie, es ist ja eigentlich etwas relativ Intensives und ich glaube, je nachdem finde ich es auch eine Qualität, wenn das Musik hat überbringen und wenn das Musik hat einen fühlen oder eine fühlen. Und von dem her, ja, ich meine, man wird dann ja auch freiwillig gesehen in dem Sinn, weil man den Song ja gerne hört. So. Also, ja. Ja, es ist schon so eine schöne Melancholie irgendwie. Es Voll. ist wirklich so. Total. Ich finde so vom Instrumental her, so Drums irgendwie hure, also ist so etwas, was irgendwie nicht mega würdest erwarten, aber es passt hure gut. Also sie hauen ja schon recht rein, so auch noch schon in den Strophen irgendwie, so recht speziell. Voll, aber irgendwie zieht sich das auch durch das ganze Album durch, habe ich Angst, das Gefühl. So das Instrumental oder allgemein vom Songwriting her sind Songs null so nach Schema F, so weißt du, so null Pop oder so, es ist so voll etwas Eigenes. Ich habe am Anfang das Gefühl, so, also ich habe den Namen schon gehört und ich habe das Gefühl, ja, so klassische Folk-Pop-Artists und so. Aber wenn ich dann reingelassen habe, und das ist, glaube ich, also das Merkmal von Bon Iver, dass extrem viel Layering stattfindet,
so irgendwie, du hast akustische Elemente, du hast elektronische Elemente, du kannst es irgendwie nicht wirklich zuordnen. Es ist ein Genre-Mix, wo mega eigen ist und mega schön. Und das merkt man auch in diesem Song, finde ich so. Und das zieht sich dann durch das Album durch. Irgendwie am Anfang fängt es so mit Kuhglocken an und dann einfach kommt das Gitarre-Riff und dann geht es ein Halftime-Beat rein, was irgendwie relativ atypisch ist für den Musikstil. Und nachher wird es nur atypischer im Schlagzeug. Weil eben, es kommt irgendwie ein Double Bass, was man eigentlich aus Metal kennt. So. Und ja, also mega kreativ und interessant genutzt. So. Ich habe nur die Hälfte von dem verstanden, was du gesagt hast. Sorry. Aber jetzt. er wird schon recht haben. Irgendetwas mit Musik und so. Ich so, wow, okay, yeah, sure, wow. Ja, Double Bass. Aha. Ja, keine Ahnung. Nein, mega schön. Also voll schön gesagt. Keine Ahnung. Ich finde das mega toll, wenn Leute so anfangen, so die Musik auseinandernehmen, weil ich halt wirklich überhaupt gar nicht den Bezug zu dem. Für mich ist es so, ich spiele kein Instrument, occasionally singen. Und für mich ist halt so die Musik so eine mega Gespüre, aber ich habe überhaupt nicht den theoretischen Aspekt. Und dann bin ich immer so, wenn Leute halt das ganz anders fangen an zu analysieren, bin ich so, wow, hey, das ist so krass, weil du kannst die Musik halt wirklich so lesen, wie man sie als normale User gar nicht erfahren kann. Und das finde ich mega cool. Also. Ja gut, dafür höre ich überhaupt nicht auf den Text. Das gleicht zum Schluss wirklich aus. Ja, okay, aber bei Bon Iver finde ich, ist das auch schwierig. Also ich höre dort auch viel weniger auf den Text als bei anderen Künstlerinnen oder Künstlern. Ja. Wegen dem cool. Danke für den Input. Gerne. Ja, es gibt wirklich so, glaube ich, im ganzen Album nur so ganz wenige Phrasen, wo mir zum Teil so in Erinnerung geblieben sind, aber nicht so inhaltlich. So, der Song handelt jetzt von Thema XY, das habe ich so überhaupt nicht. Lustigerweise ist gerade hier die erste Line I'm tearing up. Also das ist halt, also I'm tearing up ist wie so either like, you know, er wird wie so auseinandergerissen, so, aber es ist halt auch I'm tearing up, also weißt du fährst schon von heulen. Und das finde ich ist ein mega starker Einstieg in so ein Album und das zeigt auch gerade die Sadness, oder? Es ist so, die erste Line ist einfach fucking sad, irgendjemand ist devastated. Und das sind dann so, das ist genau so eine Line, die einfach bleibt, es ist die erste Line, aber der Rest vom Song, I have no idea what he said. Ja, voll. Okay, there you go. Ja. Ja, auf jeden Fall ein mega, mega schöner Einstieg so ins Album. Und habe ich das richtig verstanden, das ist von uns allen drei ist es ein in den Top Favorites, oder? Ja, voll. Ja, Ich glaube, bei mir auch. auf Platz 2, wenn man es so wirklich nach 1, 2, 3 wird aufschlüsseln. Ich könnte es nicht mal sagen, weil wir sind einfach in denen drin. Sehr gut. Gut, gehen wir weiter. Gehen wir zu Song 2. Song 2 ist Minnesota. WI. Wisconsin. Wisconsin, genau. Das würde auch erklären, was die Abkürzung immer heisst nach den Songs. Voll. Also immer. Bei einigen Songs. Bei 3. Weißt du zufälligerweise, was der Titel bedeutet bei dem? Ja, ist auch die Stadt Ist einfach- Minnesota. Aber ja, das aber so bezugsmässig. Also, Ich weiß einfach, dass er sich mega Gedanken gemacht hat über Platz, also Places, so Ort, und dass es eigentlich alles Orte sind. Also die Namen sind eigentlich alles Orte. Und jetzt, was genau für eine Bedeutung das hat, weiß ich nicht, aber der Bon Iver kommt von Wisconsin, also habe ich das Gefühl, es ist irgendwie ein Ort, wo wahrscheinlich Freunde sind oder wo auch irgendein Bezug dazu hat, aber der genaue weiß ich nicht. alright. Vom Song sonst her. Hey, mega schön. Ich finde, es fängt mega fein an und hat eine mega schöne Steigerung und so. Ich finde es cool. Also es ist nicht einer von meinen Lieblingstracks, aber ich finde es definitiv ein cooles Lied. Ich finde es einen schönen Übergang auch von Perth. Ich glaube, das gleiche Tonart. Direkt über. Warte kurz. Wahrscheinlich, vielleicht. Direkt der Übergang. Ja, ich glaube, es ist gleiche Tonart. Und dann nimmt es halt so die Intensität wieder raus und es kommt die warme, pluggte Gitarre oder wir haben darüber diskutiert, dass es eine Gitarre und ein Banjo ist. Sind nicht ganz sicher. Das ist auf jeden Fall gezupft. Das ist auf jeden Fall zupft, genau. Und wo ja relativ viel Wärme und Intimität mit sich bringt. Habe ich das Gefühl. Wir haben es vorher davon gehabt, am Schluss kommt das was ist das, ein Bass oder was hast du gesagt, was es ist? Synthbass, glaube Ein ich. Synth-Bass, wo wir das Lied gelost haben, dass es so ein mega Synthi, also es ist einfach ein mega künstlicher Ton. Und dann haben wir gesagt, das ist eigentlich schon fast prophetisch für das, was nachher kommt. Also so das Bon Iver, das in den nächsten Alben viel stärker wird werden. Weil er dort viel mehr experimentiert und weggeht von dem Folk
mäßigen. Und ich finde, in diesem Album hat es immer wieder so Teile, wo das wie schon so ein bisschen vorkommt und wie so merkt, okay, er findet seine Richtung. Und ich finde, bei diesem Lied ist das auch so ein ganz kleiner Aspekt. Voll. Ja, und ich finde es auch irgendwie allgemein ein cooles Element, wo dann irgendwie so einen Kontrast bildet zu dem relativ eben ruhigen. Also würdest du dich null erwarten an dieser Stelle? Voll, Also eben zu der Banjo, Gitti, whatever Instrument und dann einfach so eine krasse Synthi-Bass drüberlegen, ist schon geil. Voll. Ja, und es ist ja so ein bisschen, aber durch die Gitarre gibt es irgendwie ein bisschen mehr Groove und ein bisschen mehr Vorwärtstreibung und dann irgendwie wird das dann wieder so gebrochen, was aber irgendwie hure schön ist. Und auch Brassinstrumente kommen dazu, also so Saxophon und sowas, ich glaube, auch ab und zu mal auftritt im ganzen Album. Voll. Hast du noch eine Line gehabt, die du mega cool gefunden hast? Ist das Genau, nicht so? das ist eine so von diesen Lines, wo mir so in Erinnerung geblieben ist, das Never Gonna Break, was so ab und zu wiederholt wird. Das ist wirklich so eine von den wenigen Sachen, wo mir so textlich wirklich so irgendwie in Erinnerung geblieben ist. Auch so mit der Melodie zusammen und so. Genau. Ja, sonst kann man nicht viel dazu sagen, glaube ich. Es ist ein schöner Song. Nicht in den Top 3 von uns, aber trotzdem stabil. Cool. Stabil. Ich würde sagen, wir machen gar nicht so lange und gehen weiter zu Song 3. Dürft ihr vielleicht wieder mehr sagen? Voll. Song 3 ist Holocene. Das ist der erfolgreichste Song auf dem Album. Und ich glaube, es auch der längste. Was untypisch ist, eigentlich. Weil grundsätzlich heisst es auf Spotify eher so ein bisschen, je kürzer der Song, desto mehr Streams. Ist das so? Das habe ich nicht gewusst. Also, du kannst den Song halt mehr streamen, Ja. wenn er kürzer ist. Das Album ist halt natürlich auch noch bekannt worden vor. Also Spotify. Spotify ist so 2011 noch nicht so eine mega Ja, voll. Ding gesehen, oder? Das macht Genau. vielleicht auch einen Unterschied. Aber gleich längere Songs auf dem Radio ist auch schwierig. Also ist für das gleiche Argument. Auf jeden Fall. Also Holocene ist definitiv in meinen Top 3. Es ist honestly Top 1. Es ist eines meiner absoluten Lieblings-Bon Iver-Lieder. Und ich habe vorher ihnen gesagt, das ist das erste Bon Iver-Lied, das ich jemals gehört habe. Und dann gerade herausgefunden, wait, that's not true. Weil das allererste Mal, als ich mit Bon Iver in Kontakt gekommen bin, ist irgendwie 2013 oder so etwas gesehen, wo die Birdie, kennen die noch? Ja, Skinny Love covered hat. Ja. Und da ist Bon Iver für mich noch nicht einmal ein Name gesehen, keine Ahnung, was das ist. Habe dann herausgefunden, dass das tolle Lied Skinny Love ein Cover ist von so einem weirden Dude. Ja, Wo Bon Iver genau heisst. so ist es mir im Fall auch gegangen, Same, damals, als ich das total. herausgefunden habe. Und dann habe ich das Original von Bon Iver gelesen. Und I literally remember, wenn ich in meinem Bett gehockt bin, das Lied gelesen habe und so, das ist ja Scheiße. Also, what the fuck, die Kopf stimmt. Der Gesang ist irgendwie komisch. Ich habe es gehasst. Und ich bin zurück zu meiner Birdie-Platte und habe die weitergelesen. Ich habe nie mehr an Bon Iver gedacht. Ich habe gedacht, das ist irgendein Weirdo. Und dann, irgendwie 2 Jahre später oder so, habe ich den Holocene getroffen. Also bin ich auf das gestoßen und dann so, wait, that's the same guy. so. That's it. Und dann ist einfach, habe ich mich einfach direkt verliebt. Also dann ist es einfach so gesehen, wow, Bon Iver. Und das Lied ist einfach, es ist einfach so fucking sad. Es ist so sad. Und ich habe ihnen auch gesagt, ich habe so viel zu sagen zu dem Lied. Ich schreibe Gedichte in meiner Freizeit und eines meiner allerersten Gedichte, die ich geschrieben habe und aufgenommen habe, so mit einem Video, ist über das Lied drüber. Also es ist wirklich so mega, mega wichtig. Und jedes Mal, wenn ich das Lied los, läuft das Gedicht in meinem Kopf ab. Also ich kann nicht mehr an das Lied denken, ohne dass ich das Gedicht habe. Und es ist einfach eine mega schöne Verbindung, finde ich. Und ich finde einfach, das ist so da eben, I don't know, wenn man sad ist, oder ich, besser gesagt, dann höre ich einfach Bon Iver Holocene. Punkt, gar keine Diskussion. Irgendwie so. Ich glaube, das ist ab jetzt auch so meine Go-To-Musik, falls ich mal sad bin. Einfach so. Das ist eigentlich das ist ein gutes Konzept. Aber es ist so schön sad. Mega. Es ist auch so ein bisschen ein Selbstmitleidsding. Also, Ja, nein, wirklich. probably. Das ist wie das, was du gesagt hast vorher, so, man sucht sie auch ein bisschen, Ja. man hört sie auch ein bisschen für das. Und das stimmt schon. Also ich höre nicht Bon Iver, weil ich will happy sein, sondern ich denke wie, lass mich dann eine halbe Stunde traurig sein bitte und dann höre ich Bon Iver und singe so in dem, mit Absicht irgendwie. Ja, das ist doch voll schön. Ja. Ja, ich finde es halt auch
mega schöne Details. Also die Gitarre ist wieder mega warm so. Und hat aber gleich noch so einen eigenen Klang. Und ist jetzt nicht das irgendwie ein typische Gitarrenriff, den man irgendwie in jedem Pop-Song hört. Sondern es ist relativ charakteristisch. Und zieht sich auch durch den ganzen Song immer wieder so als Grundmotiv durch. Und dann irgendwie so gegen Mitte, Schluss kommt irgendwie so ein Snare Drum dazu, wo irgendwie, ja, also keine Ahnung, ich bin da ein bisschen vorgenommen, aber ich finde das ein schönes Detail. Drummer. Genau, und ja, auch aber wieder gespickt mit so mit einem Detailreichtum, der einfach mega toll ist. Und Es ist wieder irgendwie, mega viel gelayert. Mega viel Aber auch gelayert. bei den Vocals finde ich so allgemein so Voll. sehr charakteristisch. Also nicht nur seine Kopfstimme, sondern es ist so wirklich irgendwie recht viele Vocal Layers übereinander und zum Teil so viel, dass dann textlich, wenn du die Lyrics nicht vor dir hast, das gar nicht so gross mitkommst oder dich, dass wie eben die Wörter so ein bisschen untergehen. Mega, es wirkt einfach wie eine Atmosphäre eigentlich. Voll, ja, Es ist wie voll. einfach so eine Summe oder so etwas. Es gibt so einen YouTuber, der heißt Nerdwriter. Und der macht auf YouTube so mega viele Video-Essays. Und der macht über jegliche Kunstwerke Essays. Also zum Beispiel über Film, über KünstlerInnen, über Kunststücke selber. Und der hat ein ganzes Video-Essay einfach über das Lied gemacht, wo er genau das aufzeigt. Also wie Holocene aufgebaut ist von A bis Z. Und also sein Konzept vom Video gesehen, How Bon Iver creates atmosphere. Und ich finde, das ist einfach Ja. so Voll, seine Stärke. total. Ja, oder? ja, mega, mega. Der kann das mega gut. Ja. Und der Titel ist mega cool. Also, ich weiß nicht, ob ihr euch so ein bisschen mit dem auskennt, aber Holocene ist eigentlich wie so eine Epoche, so eine Zeitepoche. Und das ist echt jetzt, wo wir da sind. Und die Idee von dieser Epoche ist so, oder von dem Holozän, ist so wie, es kommt etwas komplett Neues. Also, die Griechen haben das wie so gesehen, es ist etwas komplett Neues, es ist ganz anders. Und das finde ich auch persönlich einfach etwas mega Schönes. Oder man lässt sich auf etwas Neues ein, es kommt ein neues Zeitalter, man tut das Alte abschließen und bereitet sich aufs Neue vor. Und es gibt eine Line, die ich halt so toll finde in dem Lied, ist «And all at once I knew I was not magnificent». Und das finde ich auch mega schön. Das ist wie so die Idee, dass wir nicht einfach, dass wir halt eben schon nicht so mega wichtig sind, wie wir einmal tun, sondern wir sind einfach so Teil in einem ganzen Zeitstrahl und uns gehört eine munzige Epoche auf dem. Mhm. Und das ist voll easy und mega schön. Und wir können das genießen und das als unsere Zeit wertschätzen. Aber eigentlich sind wir ein ganz, ganz, ganz kleines Müsli in so einem riesigen Rad. Und das finde ich eine mega, mega schöne Idee. Und Holocene ist der Name von einer Bar in Wisconsin, glaube ich. Nice. Wegen dem ist der Name. Cool, oder? Today I learned. Es ist richtig toll, dass du so viele Hintergrundinfos hast. Das ist so. I tried. Das spickt den ganzen Inhalt für uns. Also der ganze Inhalt ist, kommt durch den Stand, dass wir nicht recherchiert haben, aber du schon. Du hast so viele tolle Inhalte. Du hast so Ja viele gut, aber coole ich habe einfach die Songs Sachen. gelesen. Also die Recherchearbeit hat sich auf das ein bisschen beschränkt. Fair. Sehr gut. Sonst noch etwas zu diesem Song? Ey, ich glaube, jetzt gehen wir weiter. Sehr gut. Song Nummer 4, glaube ich, mittlerweile. Genau. Towers. Wow, das ist jetzt schön jinxed. Wow! Ist so ein bisschen ein fröhlicherer Song mal zur Abwechslung? Oder mindestens vom Vibe her? Inhaltlich weiß ich es nicht, ehrlich Komm, das gesagt. kann man nicht machen. Komm, jetzt schauen wir ganz schnell die Lyrics. Sehr Wir gut. finden etwas zu den Lyrics. Live-Recherche. Wenn man nicht Okay. so viel, wenn man nicht so, das kann man ja rausschneiden, oder nicht? Ja, wir können schon auch mal weiterreden bis dann. Also entweder das oder das Ja. andere. Was euch lieber ist. Nein, warte, man kann nicht weiterreden, weil sonst sieht man es auf dem Video, wenn ich das so schnell nachschaue. Ja, das ist scheißegal. Sicher. Wir können ja eine eigene Cam, aber jetzt ist es ja schon gelaufen. Jetzt haben wir es. Ja, nicht Freund. Okay, ich verstand die Lyrics nicht, aber das ist schon mal hilfreich. Okay, wir lernen es drinnen. Das ist perfekt. Ja, aber es ist ein fröhlicher Song, haben wir gemeint. Nicht Ja. so wehmütig oder wie auch immer. Wie Der Rest. Earth oder was auch immer. Also es Voll. geht immer noch um einen Heartbreak. So, you know. Of course. Of course. Was? sonst? Aber das ist dann eigentlich noch spannend, oder? Das ist eigentlich noch komplett so funny, weil eben es ist mega so upbeat und so, man fährt irgendwann mit einem Bus irgendwie so noch mal durch oder so, aber es ist trotzdem traurig inhaltlich oder so. Ich muss vielleicht noch sagen, ich habe noch meine Top 2.
Wirklich? Das habe ich nicht mitbekommen. Das habe ich nicht mitbekommen. Tell us why. Ich finde die Gitarre sehr schön. Und vor allem, weil es eigentlich relativ lang bei dem bleibt und irgendwie die Botschaft so ein bisschen gefestigt wird durch den Song durch. Und dann gibt es eine Modulation. Wait a damn minute. What is this? Eine Modulation ist ein Tonartwechsel innerhalb von einem Lied. Ah. Ähm, Das machen Schlagersongs im letzten Refrain immer, wenn so ein Wird's Genau, denn ruhiger was wir auch oder schon, was wir happier? irgendwie bei der Lumineers-Folge Ja. besprochen haben. Und ich finde das aber dort sehr schön. Und mit der Modulation zusammen kommt dann so ein klassischer Folkbeat, also die Bassdrum, Hi-Hat abgewechselt auf die Viertel und dann Rhythmus auf das Snare, so was man halt kennt aus Folksongs. Und dann kommt der Refrain dann nochmal in der neuen Tonart mit dem neuen Rhythmus und ich finde das es ist so eine total neue Perspektive, die man dann auf den Refrain nochmal bekommt. Ich finde das irgendwie ein sehr schönes Merkmal. Es ist mir nicht aufgefallen. Nicht? Nein. Ich staune gerade. Okay. Ich muss den Fall nochmal genauer anhören. Also vielleicht hätten wir auch den ganzen Song vorher sollen lassen. Dann wäre es vielleicht uns aufgefallen. Voll. Was irgendwie auch noch speziell ist vom Instrumental her, eben, dass irgendwie so ein Saxophon oder so offensichtlich reinkommt. Und dann so wie so konträr zum. Also normalerweise habe ich das Gefühl, wenn so Lines von einem Saxophon kommen, dann eher so im Instrumental-Teil und dann ist es wirklich so gleichzeitig wie die Melodie gesungen wird und das finde ich auch noch speziell. Mhm. Aber auch da wieder das Layering ist irgendwie recht krass. Ja, ja. Und auch halt die Atmosphäre auch wieder durchzuleeren. Voll. Ja, aber eben, also ich finde es irgendwie einen schönen, also ein bisschen vorwärtstreibenden Song durch das und wegen dem in meinen Top 2. Aber ich weiß nicht, vielleicht haben die noch etwas dazu. Es ist einfach eine mega coole Abwechslung, oder? Also es ist wie so sad, Towers. Sad. Ja, Das wirklich. ist doch irgendwie das ein bisschen erfrischend, oder nicht? Irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Das ist eigentlich, es ist einfach ein cooler Song, aber ich kann wirklich nicht so viel dazu sagen, weil ich halt ich finde, Bon Iver lost man oft auch so ein bisschen, oder nein, so kann ich es nicht sagen. Ich finde, ich los Bon Iver oft auch so im Nebenrauschen. Also weißt du, das ist nicht so, ich sitze nicht an und analysiere die Lyrics genau, sondern ich zone rein in die Atmosphäre und ich bin da und dann, wie man schon gesagt hat, dann packe ich so einzelne Snippets, weißt du, so bleiben mir irgendwie so. Und ich finde, bei Towers ist so eher eine Atmosphäre, die ich dann genieße, anstatt dass ich mir so mega viel Gedanken darüber mache. Das ist mein Schlusswort. Gut. Mir ist auch aufgefallen, ich höre Songs in Vorbereitung zu den Podcasts anders als wenn ich es jetzt einfach schon Freizeit höre. Ich habe das Album zuerst, also ich mache es meistens so, ich lasse das Album zuerst mal normal durch so, und lasse es auf mich wirken, so wie du es jetzt irgendwie umschrieben hast. Und dann sitze ich nochmal an und tue stoppen und mache mir Notizen und höre irgendwie, was passiert und vielleicht auch, wieso finde ich es nice oder wieso finde ich es nicht nice. So. Aber es ist jetzt schon nicht so, dass ich voll analytisch Musik höre immer. Ich finde das auch ein krampfhafter Ansatz. Ja, aber wie oft hört ihr so richtig gezielt Musik? Also weißt du, so bewusst und nicht noch nebenbei auf Instagram umscrollen oder nebenbei noch irgendwie so etwas machen, sondern wirklich einfach nur ein Album zum Beispiel durchlassen? Ursprünglich relativ wenig. Also auch mein Spotify ist ja nicht, also es hat ja nicht so viele Minuten gehabt im letzten Jahr. Aber ich mache es mehr, seitdem ich so ein bisschen auf Vinyl sammeln. Weil dann läuft die und dann halten sie halt nicht an. Oder? Und dann, okay, du kannst sie dir abnehmen, wenn du die Seite wechselst, aber sonst hörst du eigentlich ein Album ein Stück durch und hast dann so ein kleines Projekt vor dir und ich finde das irgendwie noch schön. Ich mache es eigentlich immer, wenn ein neues Album rauskommt, sehr aktiv. Also jetzt zum Beispiel das neueste Bon Iver Album habe ich mir definitiv eine Stunde Zeit genommen und auch dort geguckt und alles genauestens angelost. Aber wenn dann wie so das Neue weg ist, dann höre ich es viel passiver. Ja. So. Aber wenn ich ein Lied das erste Mal höre, dann fallen mir definitiv auch mehr so textliche Sachen auf oder so. Und dann irgendwann mal zonest du out. Okay. Also ich. Ja, es ist einfach eigentlich etwas Meditatives. Das ist schon noch schön so. Und eben, also ich bekomme sehr viel, ich habe es Ihnen vorher gesagt, ich tue eben so Gedichte schreiben und sehr, sehr viele von meinen Gedichten sind entstanden während dem Musik hören
und ein grosser Anteil von diesen Gedichten, während ich Bon Iver spezifisch gelesen habe. Obwohl dann nachher im Endprodukt Bon Iver nicht dabei ist und es nicht um das geht und kein Lied von ihm drankommt oder so, ist die Inspiration, die Atmosphäre kreiert worden durch das Bon Iver hören sozusagen. Du hast das sicher auch so als Filmemacherin, dass wenn du Musik hörst und irgendwo durch eine Stadt laufst oder irgendwie so im Zug sitzt, dass dann automatisch so ein Film mit deinem Kopf abläuft. Literally all my videos. Schon, gell? Every single one. Mir hat mal jemand gefragt, wo findest du deine Videoideen? Beim Laufen. Und vor allem, wenn man meine Arbeit so ein bisschen kennt, dann laufe ich wirklich voll oft neu mehr durch. Das ist so ein mega Symbol von mir. Und das ist literally einfach meine Teenage Dreams von irgendeinem Coming-of-Age-Film, wo eine mit Kopfhörern durch die Stadt läuft und gefilmt wird. Weil das ich meine, just making my dreams come true. Und das ist definitiv 90% von meiner Inspiration, wenn wir durchlaufen und Musik hören. Nice. Also im Zug ist Musik ja immer sehr gut. Hast du das gewusst oder hast du das jetzt einfach gegessen? Nein, aber mir geht es manchmal so ähnlich. Irgendwie einfach wirklich so gute Musik und dann einfach wirklich halt im Zug oder so nicht am Handy rumdrücken, sondern so in die Landschaft schauen und dann ist es automatisch so. Voll, das stimmt. Sehr gut, hätten wir das erklärt. Okay. Song 5 wären wir schon, oder? Namens, ich habe es gar nicht parat. Michigan. Ich muss jetzt vielleicht ab und zu auf meine Notes lunzen, weil... Is that a word? Ich glaube nicht. Google es kurz. Lunzen? Okay, ich fange nochmal an. Ich muss vielleicht ab und zu auf meine Notes schauen, weil ich habe so viele verschiedene Punkte, die irgendwie nicht miteinander zwingend verknüpft sind. Also schon mal präventiv sorry für das. Aber ist meine Top 3. Ist Top 3. Ist mein Lieblingssong vom Album. Cool, es ist so schön. Es ist wirklich so schön. Und ich glaube, es ist actually wirklich nur so die Melodie, wie es gesungen ist, dass es so zu meinem Lieblingssong macht. Das ist so ein ganz kleines Detail, aber ich weiß nicht wieso, aber es catcht mich. Die Melodieführung ist wunderschön. Das ist wirklich toll. Und so, auch so mega eingängig, aber nicht generisch. So. Und es hat ein Klingeli drin, ganz wichtig. Habe ich auch geschrieben. Richtig schöne Fahrradklingel. Und es ist nicht einfach nur so gesampelt, sondern es ist Teil vom Beat. Also es ist ein perkussives Medium, so voll. Das ist toll. Was habe ich noch aufgeschrieben, sorry? Ich kann sonst etwas sagen, während Perfekt, das ist super. Und zwar, ich habe gefunden, wir müssen schon ein bisschen Lyrics auch anschauen, weil sie nicht einfach Nonsense, was auch macht. Und dann haben wir die Lyrics angeschaut und it's Nonsense. Yes. No, I'm kidding. Aber es ist halt schon easy schwierig und ich habe das Gefühl, er macht das auch ein bisschen extra, weißt du, dass man eben vielleicht sich nicht... Nein, das ist jetzt natürlich einfach nur meine Idee. Aber ich glaube, ich sage mal so, das ist das, was ich finde, ist so toll. Man muss sich nicht auf die Lyrics versteinern, weil man kann es einfach genießen. Aber jetzt haben wir gefunden, ich will jetzt trotzdem ein Spiel mit euch machen, wo ich euch ein Lyric vorlese von dem Lied und ihr müsst jetzt eure beste Interpretation abliefern, was er mit dem gemeint hat, was das heisst. Und ja, ihr bekommt nur die Lyric, überhaupt gar keinen Kontext, nicht. Viel Spaß. Okay. Und du weißt den Kontext? Nein, keine Ahnung. Es gibt also dementsprechend auch kein richtig oder falsch. Das ist und die Viewers sollen dann uns schreiben auf Insta oder wo auch immer, welches sie das Gefühl haben, ist die bessere Interpretation. Also, I don't know, okay. Honey in the Hail, also falls ihr ein Wort nicht verstanden, das schaffen wir schon, das zu übersetzen, aber okay. Honey in the Hail could fill the pails of loving less with vain. Hun, it wasn't yet the spring. Okay, und jetzt, was ist eure Was heißt das? So, wie kryptisch soll es sein? Ja. Ja. Ich glaube, das ist so etwas, das würde ich nur auf Deutsch verstehen. So, mal abgesehen, dass ich 50% der Wörter nicht verstehe. Also ich verstehe schon so ein bisschen, was sie sind, übersetzt. Aber halt nur, wenn es in einem sinnvollen Kontext ist. Es klingt recht gewürfelt. Und, genau. Das ist aber der Punkt. Also, aber ich kann da nicht unterstellen. Wir machen das schnell fertig und dann können ihr nachher sagen, ob es... habe ich jetzt das verloren? Wo ist jetzt das? Einfach verloren. Wie heisst es? Michigan, oder? Ja. Genau. Gut. Kann man das auf Genius nachschauen? Wahrscheinlich kann man es auf Genius nachschauen. Genius okay, ist will das jemand parallel machen? Ich mache das kurz. Schnell die Lyrics übersetzt. Okay. Also, Honey in the Hail, Honig im Hagel.
could fill the pails of loving less with vain. Pails bin ich mir nicht ganz sicher. Ich denke, Pails sind so ein bisschen wie Schuppen, oder nicht? Also, was sind Schuppen auf Englisch? Sind das nicht Pails? Kann sein. I don't know, ich schaue es nachher nach. Jon, du hast es advanced. Du hast Richtig. Advanced, Gut. Cambridge. Sind Richtig. Schuppen? Weil ich habe es jetzt vorher gegoogelt und es heißt irgendwie verblasst sein. Also pale ist ja blass. Ja, aber- ja, voll. Okay, der Jon schaut das jetzt gerade nach. Filled pails of loving less with vain. Also weniger, also ja, wahrscheinlich heisst es wie so, I don't know. Also es ist irgendwie so, dass ich glaube, die Grundaussage ist, Liebe macht weh. Oder nicht? Wahrscheinlich. Verblasst. Schau, nicht mal Genius hat eine Antwort drauf. Für die Zeilen vorher und nachher gibt es einen Genius-Eintrag oder beziehungsweise so einen Kommentar dazu, aber wirklich für die Honey in the Hail gibt es keinen. Es gibt Hun, it wasn't yet the spring, kann man draufklicken und dann gibt es so eine Annotation dazu. Soll ich die Was ist vorlesen? Ja, sehr gern. Can refer to him feeling that negative sensations from both sides of the cloud hasn't quite written yet. Ich weiß auch nicht. Das ist genauso kryptisch. Ja, ist genauso kryptisch wie der Text selber. He is yet to see the spring. Wenn ich jetzt nicht die ganze Zeit über die Werbung aufploppen, wäre es einfacher. He is yet to see the spring, the peace and the liveliness of the different land states. Ich klammer ein State of Mind. Ich kann auch das nicht Es klingt verstanden. irgendwie so ein bisschen wie ein Herr der Ringe-Roman oder so. He's yet to see the springs. Also darf ich euch jetzt sagen, meine Interpretation oder meine Vermutung, wie das der Text standgekommen ist. Ja, dann hat immerhin jemand eine Ahnung. Der davon. hat, oh mein Gott, ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler, aber das muss ich schon nachschauen, was ich sage. Leute, es wird alles verfolgen. Das ist richtig Ich finde es aber anstrengend. allgemein noch witzig, dass irgendwie die Lyrics gar nicht so klar sind. Aber ich beim Hören das Gefühl gehabt, Storytelling ist so ein mega wichtiger Aspekt. Aber es wird dann Ja. anscheinend Storytelling gemacht, nicht mit dem Inhalt vom Text. Oder vielleicht auch schon. Aber nur schon dadurch, dass man den Text nicht versteht, nimmt man irgendwie die Komponenten sehr stark wahr. Ja, das habe ich auch das Gefühl. Also es ist auch Storytelling auf einer anderen Ebene, oder? Voll. Das ist eigentlich mega cool. Also meine Theorie ist, der hat einfach das gehört, irgendwie Honey in the Hail und hat gefunden, es klingt geil. Und let's be honest, like, wie oft Wahrscheinlich, das, ja, ja. das Ja. passiert so oft, oder nicht, dass man irgendetwas sagt und einfach denkt, okay, es klingt geil. Ich finde es aber auch legitim. Ja, vor allem im Songwriting, oder? Das ist Voll. ja voll easy. Also man muss doch nicht irgendwie... Ja, aber es ist schon auch eine kontroverse Diskussion immer wieder, glaube ich, unter MusikerInnen, wo halt gewisse Leute sagen so, boah, okay, ich habe die Plattform in einem Song und ich kann dort irgendwie das auch politisch aufladen und es ist irgendwie eine verpasste Chance, wenn man das nicht macht, respektive wenn man seine Plattform nicht nutzt, um etwas zu sagen. Oder wenn man irgendwie einfach nicht symbolisch schafft mit dem oder einfach irgendwie das Potenzial ungenutzt lässt und es dann irgendwie nicht eigentlich ein Gedicht in seinem Song hat. Und die andere Perspektive, die sagt so, nein, ich mache ja Musik, sonst würde ich ein Gedicht schreiben oder ein Buch schreiben, wenn ich es durch Schrift ausdrücken. Und das sind so, glaube ich, die beiden Perspektiven, die sich dann, wo in einer so einer Diskussion immer auch eine gewisse Diametralität in das Ganze hineinbringen. Ich finde es eine mega starke Diskussion. Ich finde, es ist unfair zu sagen, also das ist jetzt meine Meinung, ich finde, es ist unfair zu sagen, man muss in seiner Musik etwas Politisches haben oder man muss Aussagekraft in seine Texte bringen. Es ist ja wie ein Gefühl, oder? Ich meine, du schreibst das ja, das ist ja wie einfach voll. deine Kunst. Das ist ja hure Ansehen zu sagen, wie kommt man überhaupt auf die Idee, einem Künstler oder einer Künstlerin zu sagen, du musst deine Kunst für politisch Ja, deine eh. Plattform Ja, brauchen. Also klar. das ist ja voll so. Klar, aber du es darfst ist... machen, was du willst. Es ist natürlich mega toll, wenn man eine Aussage hat und ich finde, es wirkt viel stärker. Aber das ist natürlich dann einfach im Künstler oder der Künstlerin ihre Entscheidung, ob sie wann Gewicht in das reinbringen, oder? Aber Total. es wirkt schon mega toll, wenn man einen guten Texter oder eine gute Texterin hat, die voll viel Bedeutung in ihren Songs hat. Ja. Aber ich habe das Gefühl, eben Honey in the Hail ist eine Alliteration, also es tut sich einfach, es hat die gleichen Anfangsbuchstaben. Und dann could fill the pails, pails ist ein Reim zu hail, Ja, hat er ja, sicher voll. das genommen. Und dann pails hat ein L und loving auch, pails of loving, also loving less, wieder eine Alliteration, with vain, das ist wieder ein Reim auf pale. Also ich habe das Gefühl, Ja, das es ist tönt irgendwie einfach schön. Ja, genau, also so, whatever. befreundete Musiker von uns, Mose Anthill, liebe Grüße an dieser Stelle, hat, glaube ich, in einem Interview auch schon gesagt, ihm sei viel wichtiger, dass so die Wörter im Text halt schön tönen. Mhm. Und der Sinn dahinter ist dann wie so ein bisschen zweitrangig, oder wenn es dann halt eben
im Endeffekt objektiv gesehen nicht so mega viel Sinn ergibt. Ist doch viel geiler, wenn es im Song gut tönt, so von den Wörtern, vom Klang her Voll. irgendwie so. Wie Ja, ist finde es ich. so für dich als Songwriter? Wie machst du das? Ich schiefse vor allem ab und zu auf Reimen, einfach auch zum Beispiel. Also es ist wie so, du kannst im Songwriting kannst du alles machen, was du willst. So. Grundsätzlich. Mm. Total. Das ist eigentlich Also keine du bist- Verpflichtung. Ja, voll. Außer dein Label dort dumm. Aber solltest eigentlich keine Ja, ja, Verpflichtung voll. haben in dem Sinn. Also bei meinen Gedichten, die ich einmal so geschrieben habe, die sind immer sehr persönlich inspiriert gewesen. Also ich bin im Moment nicht mehr so am Schreiben, aber wenn ich das einmal so gemacht habe, sind immer sehr persönlich inspiriert gewesen. Und dann habe ich schon immer geschaut, dass es passt, weißt, dass wenn eine Line kommt, dass sie dann in die Bedeutung von dem Text reinpasst. Aber ich habe auch einmal einfach Sachen gesagt, wie sie schön tönen. Oder was mega oft passiert ist, dass ich einen Satz habe, der schön tönt und dann schreibe ich ein ganzes Gedicht oder einen Song um das herum. Aber dann ist wie die Grundlage schon, es tönt schön. Und das Gefühl stimmt vielleicht schon, aber das ist nicht die Essenz gewesen, sondern dass es eine coole Inspiration war für einen ganzen Text. Und das ist fair, like Sowieso. completely fair. Ja. Was ich vielleicht auch noch gefunden habe bei dem Song, das ist ein musikalisches Ding, ist, dass auch wieder so ein bisschen unterbrochen wird, ich glaube, es ist im Bridge. Und dann auch wieder so Synths reinkommen und ich glaube, es ist ein Sample. Und die Synths sind dann, glaube ich, also wieder so ein bisschen Foreshadowing für das kommende Album, was ich noch toll gefunden habe. Das stimmt mega. Also, ja, ich kann auch sagen, dass es stimmt. Aber ich wollte einfach dir zusprechen, Sehr aber gut. ich kann eigentlich nicht mehr sagen. Long story short, wir finden es alle einen super, super schönen Song, sind aber inhaltlich ein bisschen verwirrt. Ist das Honey so? in the hair. Ja. What? Gut. Nächster Song, Nummer 6, Hinem, Texas, nehme ich an. Ich finde, das Lied ist einfach so nicht unbedingt, es hat einfach keinen Wiedererkennungswert für mich. Es ist einfach irgendwie, es sticht nicht raus. So. Voll, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich habe geschrieben, es ist sicher ein Bruch im Album irgendwie. Ich habe mir dann überlegt, ist das vielleicht konzeptuell? Weil 6 ist ja meistens so, also in dem Fall nicht, sind ja 10 Tracks, aber 6 ist ja meistens so die Mitte vom Album. Ist jetzt aber hier irgendwie nicht. Ja, ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwie tiefere Bedeutung hat, wieso es irgendwie so ein anderer Song ist. Aber ja, er ist relativ kurz. Er hat so einen charakteristischen Synthi, der so delayed ist, also so ein Delay drauf hat. Und dann auch irgendwie so eine mega tiefe Stimme, wo ich glaube, irgendwie Tiefen noch rausgehoben worden sind. Und dann aber dann eine hohe Falsettstimme, die dann irgendwie... Die dann aber auch wieder so ein bisschen delayed sind, oder? Genau, so, genau. Ja. Was so ein bisschen den Synthi unterstützt. Und die Hochmelodie finde ich irgendwie nice, aber es ist, glaube ich, dann auch sehr viel wiederholt irgendwie immer das Gleiche. Also die Melodie. Und obwohl der Song aber relativ kurz ist, hat er mir irgendwie nicht so die gleiche Wärme gebracht wie die anderen Songs. Es ist irgendwie weder so sad und schön wie der Rest, noch so upbeat wie es Towers oder so ist. Ich meine, so Towers ist auch so ein kleiner Bruch in dem Ganzen inne, Mhm. aber auf eine andere Art irgendwie. Voll. I don't know. Ja, er ist mir einfach nicht geblieben. Es ist einfach so ein, wo ich denke, also ich erkenne direkt, dass es Bon Iver ist. Weißt, Ja. Es ist wie gar keine Frage, wenn das irgendwann mit einem Shuffle kommt, obviously Bon Iver. Ich hatte keine Ahnung, wie das Lied geheißen hat. Ich hat das nicht aktiv gesucht. Voll. Aber es stört auch wie nicht im Album. Es ist so, es ist auch nicht ein schlechter Song oder so, aber es ist jetzt einfach... Voll. Ja, und also ich habe allgemein das Gefühl, es ist ein Album, das jetzt keine Songs drin hat, die einen Skip erfordert. Da kommen wir nachher noch dazu. Schon? Ah, stimmt. Ja, aber das ist kein Skip, dann kannst du es einfach... Ja, da kannst du einfach Kannst du ausmachen, genau. Jetzt haben wir schon verraten. Aber der Song hat ja auch, also die Platte, die Anniversary-Platte, die rauskommt, besteht aus den 10 Songs, wo wir schon gesagt haben, aus den 10 Songs von dem Album und dann noch 5 Jack Jaguar Sessions. Also Jack Jaguar /4AD, das ist das Label, glaube ich. Wo sie aufgenommen haben mit 2 Pianos. Und von diesem Song gibt es aber auch so eine Piano-Version von dieser Session. Und die ist ein bisschen intimer und es hat dann irgendwie auch noch so einen schönen Kontrast durch die eine Person, die irgendwie die Hochstimme singt. Und
der Justin Vernon, der dann die tiefe Stimme singt. Und ich weiß nicht, ob mir die Version fast ein bisschen besser gefällt, sogar. Aber es ist jetzt nicht revolutionär anders. Also es ist glaube ich, so ein bisschen die Idee von diesen Sessions, dass man es versucht, irgendwie anders umzusetzen und irgendwie näher bei dem klassischen musikalischen Sinn und bei den rohen Pianos bleibt, ohne die Originalität von den Songs zu verlieren. So. Ich glaube, viel mehr müssen wir nicht mehr dazu sagen. So, Das passt. muss länger. 7. Song schon. Und das wäre Wash. Das ist. Ich muss. Hallo zusammen, wir sind heute da. Jeder weiß, dass man einen Cut gemacht hat jetzt. Also, wie soll ich jetzt organisch hier reinführen? Also, Kannst du den Song kurz ankündigen? Also sag, was für ein Song es ist. Jetzt reden wir über den Song Wash. Das ist, glaube ich, der 7. Track, hast du gesagt, Genau. oder? Und das ist einer von meinen Top 3. Es ist mega schwierig für mich, das rauszubeineln, welcher von diesen Tracks jetzt auf das Podest kommt. Aber ich habe gefunden, ich nehme Wash, weil das ist etwa seit 2 Jahren mit so einem grünen Pfeile von Spotify versehen, als ich es gespeichert habe. Und dann fand ich, das schon so lange in meinen Saved Songs habe, gebe ich ihm jetzt den Podestplatz. Es ist vielleicht der 3., aber es ist definitiv einer von meinen Lieblingssongs und ich höre die ganze Zeit 3. So. Sticht vielleicht in dem Sinn ein bisschen aus dem Album raus, weil er sehr, sehr reduziert ist irgendwie. Aber vorher haben wir bei fast jedem Song gesagt, so, es ist mega krass gelayert und viele verschiedene Elemente. Es ist mega reduziert so auf Piano, Gesang und ich glaube irgendwie ganz, ganz dezente Drums irgendwann noch und so ein bisschen Strings oder so. Also es bleibt aber auch so ruhig. Also es hat jetzt nicht so einen krassen Drop wie bei Perth am Anfang oder so. Voll. Ich finde das Piano dort sehr schön. Weil das ist irgendwie so 2 Chords, wo irgendwie durch den ganzen Song durchgehen. Und wenn ich so den ganzen Song begleitet, irgendwie so. Aber sonst sehr ruhig und auch, glaube ich, irgendwie wieder so der Storytelling-Aspekt, der dort sehr vorkommt. Und ich habe mir aufgeschrieben, weil normalerweise, wenn ich mir irgendwie so Referenzen raussuche, oder mir die Referenzen in den Sinn kommen, die nicht Musikreferenzen sind, dann findet man die schnell mal beim Film so. Aber das Mal ist es ein bisschen unüblich, weil es hat mich irgendwie an einen Game-Soundtrack, also einen Videogame-Soundtrack erinnert. Oder an 2 Videogame-Soundtracks, nämlich auf der einen Seite The Last of Us ist so, ja, ich glaube, es ist vorher unüblich, es ist ein Survival-Zombie-Game, das aber sehr auf die Story auch Wert legt. So. Und auf der anderen Seite Horizon Zero Dawn. Und es sind beides Games, die aber das Akustische sehr in den Vordergrund heben. Und vor allem ist ja so eine Slide-Gitarre drin. Und das ist also das Merkmal, das man dort wiederfindet. Und mich hat das voll an das erinnert. Und dann aber auch irgendwie das Protagonistische, was es halt mit sich bringt. Also ich habe irgendwie so das Gefühl, wie die Piano-Melodie irgendwie einem über den ganzen Song begleitet, ist der Song auch irgendwie so geschrieben, als würde er irgendwie einen Protagonist oder eine Protagonistin auf seinem oder ihrem Weg begleiten. So irgendwie. Das habe ich noch schön gefunden. Mega schön. Wäre ich nie drauf gekommen, aber mega schön, ja. Wir hatten letztes Mal irgendetwas beim Lumineers-Album, von wegen es tönt wie so ein Schatulle-Sound-Dings. Mhm. Das ist auch wieder so, das Piano ist so ein Aufziehen-Ding. Ja, voll. Ich weiß keine Ahnung, wie man es nennt. Voll. Ja. Für mich ist es so eine mega der Tag geht zu Ende, ich sitze im Zug, Song und ich flenne. Also Ja, auch wieder sehr mega. sad. Ja, voll. Alles ist sehr sad. Fast alles. Mega. Also I can speak of experience. This song has made me cry. Ja. Voll, aber das ist vielleicht auch so ein bisschen die gleiche Analogie, nicht? Weil du hast jetzt irgendwie gesagt, es ist so ein bisschen, du sitzt im Zug und du flänst und nicht, du bist daheim und flänst. Und das ist irgendwie schon, wenn du im Zug bist du ja auch irgendwie auf einem Weg. So. Ja, wow. Ja. Und wenn du daheim bist, dann bist du vielleicht mehr so ein bisschen an einem fixen Ort. Und ich habe das Gefühl, der Song ist so ein bisschen eben, hat so ein bisschen die Weganalogie an sich. Mega. Cool.
Hey, Leute, mir ist noch etwas eingefallen. Ich wollte eigentlich zu Perth ganz am Anfang noch etwas sagen. Aber es geht eigentlich so darum, was die Idee ist vom ganzen Album oder wie er dazu kam, das Album zu schreiben. Ich habe das nachgelesen und habe eine mega krasse Geschichte gefunden. Drop it. Should I drop it now? Ja. Das ist eine mega lustige Geschichte. Ich habe es in einem Interview gelesen. Der Bon Iver hat ein Musikvideo drehen mit einem Typ aus Los Angeles oder so etwas, aber sie sind irgendwann gesehen, also nicht in Los Angeles oder so. Und dann hat es, glaube ich, irgendwie, aus irgendeinem Grund sind sie dort irgendwie noch immer stecken geblieben. Ich glaube, es war ein Schneesturm. Something happened. Jedenfalls, wo die dort gesehen sind, ist plötzlich rausgekommen, also eigentlich zuerst habe ich einfach gelesen, dass das Album entstanden ist, weil dem Kameramann, also dem Regisseur, sein bester Freund ist gestorben. Und der Bon Iver und der Kameramann sind dort irgendwie 3 Tage lang zusammen gewesen und haben das Musikvideo drehen. Und in dem Moment stirbt der Freund von dem, also der Best Friend. Und die haben sich nicht gut gekannt. Und dann war es so ein bisschen awkward gewesen, weil der Kameramensch hat plötzlich so mega geflennt und ist schwer sad gewesen, am Boden zerstört. Er hat nicht zurückgehen, weil irgendein Schneesturm war oder so. Eine wilde Geschichte. Der Bon Iver ist dort gehockt und hat den fremden Mann trösten. Das ist die erste Version, die ich gehört habe. Nachdem, als ich weitergelesen habe, habe ich herausgefunden, der Best Friend ist nicht einfach irgendein Best Friend gewesen, sondern es war der fucking Heath Ledger gewesen. Was? Was? Yes. Wild. Der Kameramensch ist der beste Freund von Heath Ledger. Und der Heath Ledger ist gestorben und die sind beim Justin, also beim Bon Iver, bei seinen Eltern irgendwie gesehen, dort im Haus, und das Musikvideo drehen. Und dann hat die Ex-Freundin oder whatever, die Michelle Williams, so eine mega Schauspielerin ist, plötzlich die ganze Zeit seine Eltern probiert anzurufen, weil sie Kontakt wollen zu dem Kameramann, weil das der beste Freund ist vom... Best Friend, ich bin am Englisch reden. Weil das der beste Freund ist vom Heath Ledger. Und er ist gestorben. Und ich denke einfach so, what? Was? So weißt du, und dann ist das Album entstanden. Ja, und vor allem auch nicht einfach so, also es ist ein sehr tragischer Tod. So auch. Jo, crazy. Und das, unglaublich. Und so random auch. Also weißt du, dass das gerade der Heath Ledger ist? voll. Hollywood ist crazy. Wirklich. Mega. Also weißt du, absolut. Tatsächlich. Und ich habe halt irgendwie auch noch eine mega spannende Thematik gefunden von diesen 2 Männern, die dort hocken und einfach sich nicht gut kennen, wahrscheinlich sowieso irgendwie noch Probleme, ein Gefühl zeigen und dann extrem intim dort hocken und sich so irgendwie awkwardly trösten müssen, weil sie in einem Schneesturm gefangen sind. Ja, Also weißt du, das krass. ist so crazy irgendwie. Völlig absurde Situation eigentlich. Unglaublich. Voll. Ja, das wollte ich unbedingt noch erzählen. Ja. Ja. Krass, Heath Ledger, einer der grössten Schauspieler, finde ich. So traurig. Total. Ja, so the album is sad. Ja, das war on a sad note. Ja, es gibt von Wash auch noch eine Jack Jaguar Session. Und die ist. Also der Song ist halt aufgrund vom Piano-Riff relativ prädestiniert, dass man mit dieser Session mit 2 Pianos spielt. So. Ja, mega. Und von dem her passt es eigentlich voll gut drin. Muss ich glaube ich nochmal reinlassen, die habe ich wirklich verpasst. Stelle ich mir aber mega schön vor. Song Nummer 8, Song Nummer 8. Calgary, glaube Der ist auch mega schön. Finde ich mega toll. Der Song, wie gesagt, Calgary, fährt so mit einem Synth an, was ich auch irgendwie sehr schön finde, aber sehr ruhiger Synth. Und ja, aber wäre fast in meine Top 3 gekommen, ist aber dann irgendwie. Die anderen Songs sind noch ein bisschen schöner gefunden. Und was ich dort einfach cool finde, ist so ein bisschen der Drumbeat. Also am Anfang ist es ruhig und dann kommt es ein bisschen allmählich dazu und am Schluss geht es richtig schön vorwärts treibend auf. Also mir geht es genau gleich. Es ist bei mir auch mega eine Entscheidung, ob ich den will in meine Top 3 nehmen. Und habe mich dann für Wash entschieden, aber auch wegen Loyalty, weil ich gefunden habe, was ich jetzt am Song antue. Aber ich liebe Calgary. Ich finde es so ein schönes Lied. voll. Ich finde auch bei dem Song, also allgemein so in diesen Bon Iver-Songs, es ist so, fährt so ruhig an und baut dann auf. Es ist wie so durch den Song durch so eine Reise irgendwie. Also weißt du, macht so hinten dann Hure auf wieder so und eben nicht mit einem Mega-Drop, aber es steigert sich immer so ein bisschen und es wiederholt sich auch nicht. Also, es gibt nicht so eine Strophe, dann gibt es einen Refrain und dann kannst du zurück ins gleiche Schema wie der erste Voll. Strophe, sondern Voll. es ist irgendwie wirklich so ein von A bis Z so eine Reise. Das finde ich eigentlich hure spannend. Und das finde ich in Kunst, wenn man sich unüblichen Songformen bedient und es dann aber gleich noch schafft, den Song irgendwie kurzweilig und spannend zu gestalten,
aber ohne dass man irgendwie sagt, so gut, ich brauche Strophe, Refrain, Bridge, Refrain. So. Und irgendwie dann halt das gleich sehr natürlich kann machen mit anderen Formen. So. Und aber ich finde dann noch schön, so irgendwie Bridge gibt dann schon eine schöne Abwechslung drin, obwohl eigentlich vor allem im Gesang oftmals die gleichen Motive gebraucht werden, aber irgendwie anders gestaltet. Und das zeigt mir auch, wie vielseitig so ein Motiv kann gestaltet werden und wie eine Bandbreite da eigentlich zum Einsatz kommt. Und das finde ich sehr, sehr toll. Auch da inhaltlich keine Ahnung. Ich habe wirklich nicht auf den Text gelassen. Ich auch nicht. Aber No das idea. haben wir jetzt, glaube ich, schon genug oft durchgecatcht. Voll. Ja, gehen wir weiter, oder? Ich würde sagen, zweitletzte Song. Ich glaube auch wieder etwas mit einem Bundesstaat, aber ich kann es gar nicht auswendig. Lisbon. OH. OH ist Oklahoma. Ohio. Sorry. I don't know. Sorry für all die Schnell Geografie raus. und alle. Oklahoma. Wie Ist kannst du jetzt Oklahoma einfach überhaupt Ohio gesagt? Und es ist der kürzeste Song mit irgendwie 1,33 oder so. Oder 1,33. Ja, 1,5 Minuten auf jeden Fall. Und ist eigentlich fast mehr so ein bisschen ein Interlude oder ein Intro zum letzten Song Beth Rest, habe ich Ja. das Gefühl. Ich glaube nur Instrumental, oder? Ja. Es ist wirklich eigentlich nur so ein bisschen so ein Synthi-Teppich oder so. Wo Genau, so ganz- ist sehr stark ganz durch viel- Synthes gekennzeichnet. Und hat auch so ein bisschen das, also sehr flächig. Und dann ab und zu haben wir, glaube ich, so ein bisschen aufgeschrieben, dass so das Piep, 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 Piep. So, so Wie macht es genau? ein bisschen wie ein Roboter. Und es wirkt irgendwie auf mich so ein bisschen, wenn es Erwachen irgendwie. Keine Ahnung. Aber ich finde es eigentlich noch ein schönes Interlude in sich. Ist vielleicht so ein bisschen, wie haben die gesagt, so ein bisschen religiös. Noch hat Beth Rest. Nachher, ja. Nachher, Also, okay. also der, Fair. ich weiß auch nicht, eben, kann man wenig dazu sagen. Es ist wirklich Ja. eigentlich das Intro zum Es ist Nachfolger. genau, I wouldn't know it's Bon Iver. Ich hatte keine Ahnung, wie der Song heißt. Ja, voll. Und das ist so, okay. Es ist eigentlich das Intro zum... Wahrscheinlich ist einfach der Song nachher schon mal 5 Minuten lang gewesen und dann kannst du nicht noch das Intro, das 1,5 Ja. Minuten lang ist, voreinander schneiden. Fair. Vor allem auf Spotify. so Ja, ja, schlussendlich. genau. Und ich finde, so lange Intros, also wenn das Intro zu lang ist, macht es auch Sinn, dass irgendwie ein Interlude davor zu schieben. Und ich finde es zum Teil auch schön, wenn ich das Album höre und es geht dann so nahtlos über. Das ist nice, ja. Voll. Und das ist dort halt geil. Kennt ihr das neueste Fleet Foxes Album? Nein. Okay, das ist das beim allerersten, haben sie so ein Opening und das ist eines der schönsten Lieder. Und dann folgt eigentlich das zweite Lied, wo dann das erste Fleet Foxes ist, fängt dann schon an. Das ist so geil. So, weil du hörst automatisch weiter. Du willst auch wissen, wie es Ja. weitergeht. Ja, und das ist, so. glaube ich, am OG Kimo-Album im Neuen. Ich weiß auch nicht. Hat wahrscheinlich dafür niemand für gelassen. Das ist auch so. Ja. Ja. Hat es auch so Übergänge. Ich finde es voll gut, wenn es so ein Album mit so nahtlosen Übergängen zwischen den Songs irgendwie, du merkst gerade so, okay, die haben sich etwas dabei überlegt und nicht so Mhm. einzelne Songs aneinandergereiht, sondern wirklich so, wenn das Album von A bis Z kannst du durchhören. Es muss auch nicht immer so ein fließender Übergang sein, aber dann ist es wirklich geil. So. Mhm. Voll. Ja, ich glaube, viel zu sagen, haben wir noch irgendeinen Punkt. Viel zu sagen gibt es, glaube ich, auch gar nicht, aufgrund dessen, dass es halt. Nein, reden wir besser über den Oder letzten sind- Song. Genau. Yeah, Yeah. wir sind alle schon so gesehen. Oh. Wir haben vorher gesagt, es gibt keinen Song, den wir skippen würden. Bei mir gibt es aber definitiv einen Song, wo ich das Album beenden würde, bevor es eigentlich fertig ist. Ist aber eigentlich auch traurig so. Wenn so das Album krampfhaft musst beenden Ich und finde es auch, eigentlich ein im letzten Song nicht kannst sagen, ja, das Album endet jetzt schön. bisschen schade, dass der letzte Song irgendwie mir nicht gefällt. So. Normalerweise ist es schöner, wenn du so einen schönen runden Abschluss zu einem Album hast, was irgendwie so, eben Lumineers zum Beispiel, wird Bezug genommen auf den ersten Song oder so, oder allgemein so. Aber jetzt bei diesem Album habe ich das Gefühl, es sticht rein schon musikalisch krass raus. Also es ist Ja. so etwas ganz anderes. Gut, du hast ja gesagt, irgendwie, die Instrumentierung gefällt dir nicht so mit dem E-Piano, mit dem 80s E-Piano, halt so relativ Es gibt mir so, Charakter hat. ja, auch. es gibt mir wirklich so komische Weihnachten-Vibes aus irgendwelchen Gründen. Mir geht so ultra 80s, 90s, Ja. Pop Queen so Vibe. Ballade. Ja, ja. Ja, so Celine Dion, Whitney Houston. Ja, Ja, voll. aber so richtig kitschig irgendwie. Ich habe eine Theorie, das ist natürlich nicht echt, aber der Bon Iver, wir hören es nachher auch, hat ein Cover gemacht von I Can't Make You Love Me von der Whitney, Bonnie Raitt heisst sie. Und meine Theorie ist, wieso er hat das Lied mega geliebt und hat dann wie gefunden, wieso habe ich das nicht geschrieben?
okay, ich mache auf mein eigenes. Okay. Das ist wirklich meine Theorie, weil ich finde, es hat einen mega ähnlichen Vibe und so. Mhm. Und das fände ich lustig, wenn das so wäre. Aber we will never know. Ist auch niemand in der Top 3, nicht mal annähernd. Nein, aber ich oder? glaube, ich muss den Song vielleicht ein bisschen verteidigen. Weil ich finde die Melodie eigentlich sehr schön an sich. Ich finde einfach, vielleicht ist es mir ein bisschen zu lang. Und Ja, 5 Minuten geht es, glaube ich. Es ist schon Ja. sehr, sehr lang. 5,16 oder so. Ja. Und es wiederholt sich dann natürlich auch viel. Es hat viele verschiedene Teile und es wird der Melodie aber sehr viel Platz gelassen. Was grundsätzlich ein Entscheid ist, wo in sich mal legitim ist oder wo man halt fällt, aber für mich ist es dann schon auch ein bisschen zu wiederholend. Aber das Motiv an sich finde ich eigentlich nicht störend. So. Und irgendwie auch die 80s-Analogie oder so finde ich jetzt nicht so kritisch. Ich habe noch so eine Referenz, die jetzt aber überhaupt nicht in den 80s oder 90s platziert ist. Nämlich, wie es so ein bisschen rhythmisch gespaced ist, also vor allem Chords und wo man Platz lässt, bevor der Gesang wieder anfängt. Das hat mich sehr stark an Han erinnert. Ich glaube, Tokyo heisst der Song vom zweitaktuellsten Album. Und das ist ein Song mit Vocoder und sehr viel Wärme und so. Und der hat dann irgendwie so Phrasen zwischen den Chords. Und die tauchen da zwar nicht auf, die Phrasen, aber ich habe mir dann so vorgestellt, ja, da könnte es genau so eine Phrase sein, weil es klingt so ähnlich wie in diesem Song. Das habe ich irgendwie schön gefunden. Ja, mich erinnert auch einerseits die Melodie an irgendetwas und andererseits wirklich so der Sound vom Piano. Wir müssen nachher wirklich reinhören. Vielleicht ist es der Song, aber ich kann es momentan noch nicht so tun, woher das kommt. Hey, ich kenne mich wirklich nicht aus mit Musiktheorie, aber ich schwöre, ich könnte dir I Can't Make You Love Me über die Chords singen. Es wäre möglich. Wir hören nachher nach der Aufnahme rein, unbedingt. Aber es ist wie das Original von ihr, tönt gleich. Ja. Er hat sie ja mit Piano covered, da ist ja das ganze Dingsbums und Zeugs nicht dabei. Mhm. Weißt du, das Queen of Pop Zeugs ist nicht dabei. Weiß nicht, was das ist. Aber auch von dem Song gibt es ja eine Session. Also Genau, ja. Voll. Ja. Aber das geht jetzt. und was irgendwie ja witzig ist, weil von I Can Make You Love Me hat sie auch eine Session. Also die hat er ja beide in dieser Session. Also das Cover hat er eine Session aufgenommen und Path Rest hat er auch eine Session aufgenommen. Ich weiß nicht, ob sie nacheinander kommen, aber ist ja jetzt auch egal. Und ich finde, dort hat der Song schon einen anderen Charakter, weil halt eben die Instrumentierung durch die Pianos gemacht wird und nicht durch das E-Piano. Und das ist so ein bisschen wie eine andere Perspektive. Und ich finde es irgendwie nur schön, dann beide Perspektiven können zu hören zu dem Song. Das eine so ein bisschen das atmosphärische, irgendwie auch so ein bisschen mehr im Hall stattfindet und vielleicht mit mehr Backing Vocals. Und das andere so ein bisschen das Rohre, wo irgendwie mehr auf das Piano ist. Das sind so ein bisschen zwei verschiedene Ansätze. Und ich finde, der Song macht vielleicht auch ein bisschen mehr Sinn, dadurch, dass man die beiden Ansätze hat. Speaking of diesen Sessions. Das normale Album von vor 10 Jahren ist an dieser Stelle fertig. Die Anniversary Edition hat aber eben die Sessions noch drauf. Und wir möchten gerne noch über einen Song davon reden. Der heisst... Aber I Can Make You Love Me, wie wir gesagt haben vorhin, wo das Cover ist. Und das ist halt der einzige Song, der eigentlich nicht vorher schon auf der Platte ist. Gut, ich glaube, der andere Song, Babies, da können wir nachher kurz auch noch zu sprechen kommen. Der ist auch nicht auf dieser Platte, weil der Teil von der EP ist. Aber ja, zuerst mal zu I Can Make You Love Me. I can't. I can't, ja. Einfach undeutlich gewesen. I can't make you love me. I can make you love me. And the Nein. point is you Ja, also es can't. macht Nein, er schon kann es ganz nicht, er kann es nicht. recht fest einen anderen Sinn. Und ja, du hast gesagt, es ist eines von deinen Lieblingscovers. So. Ich liebe das Lied mega. Ich finde, es ist so toll. Und ich finde, es ist mega schön, wie reduziert das ist, wie es halt im Original nicht so ist. Und ich finde, er bringt so viel Gefühl über und es ist unglaublich, wie man hat wie das Gefühl, er fleht so seine Geliebte an, so ins Wellen. Und das finde ich etwas unglaublich Schönes und sehr rohes. Also es ist so gefühlsecht irgendwie. Mega cooles Lied. Ja, und auch irgendwie, es kommt nochmal so das Charakteristische von Bon Iver kommt halt dort auch nochmal zur Geltung. Also das Falsett und irgendwie eben die Intensität von der Stimme. Mega.
Und eben auch das Format von den beiden Pianos, oder ich weiß nicht, ob es sogar allein spielt, ist dort super toll. Und was ich halt auch finde, ist, dass der Song einfach im Original schon cool geschrieben ist. Und vor allem so, als er angefangen hat zu spielen im Piano, also zuerst ist das Inter nur Piano, also die ganze Chord Progression. Und als der zweite Chord kam, habe ich so kurz mal Gänsehaut bekommen. Weil er geht, ich weiß nicht, ob er von der ersten zur dritten Stufe geht. Ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist irgendwie Herz oder so. Und hat dann, geht dann so auf einen A-Moll 7-9 Akkord. Und das ist dann so voll unüblich, den jetzt zu hören. Und ohne die Gestaltung von dem Chord wäre irgendwie Chord Progression fast nur halb so geil. Und ich finde, das macht es irgendwie zehnmal besser. So. Voll. Sonst, also, gibt es noch irgendeinen Kommentar, Matteo? Zu dem Song? Ja. Nein, aber ich würde gerne zum Fazit. Zum Fazit? Kommen wir zum Fazit. So. Das ist doch gut. Perfekt. Wie gesagt, ich habe es schon am Anfang gesagt, ich bin mega dankbar, dass ich das Album hören durfte und dass ich überhaupt darauf gestoßen bin. Ich glaube, so als Eigeninitiative wäre das nicht passiert. Ich habe es kennt, also ich habe den Artist kennt vom Hören her, aber ich glaube eben, ich hätte nie selber draufgeklickt. So. Und von dem her hat es mich mega überrascht, auf vielen Seiten musikalisch, ja, aber halt auch, ich habe einfach auch gerne drin gehört. So. Ich habe es einfach auch wirklich gerne gehört und ich finde es ein sehr tolles Album. Ich finde aber auch den Artist im Allgemeinen sehr nice. Ich finde auch die anderen Alben, ich glaube For Emma, Forever Ago, 22 Million und I oder so heisst es, glaube ich. Auch sehr tolle Alben, was ich auf jeden Fall mal lustig soll. Ja. Für mich ist bis jetzt der Bon Iver auch immer so. Ich habe gewusst, dass Skinny Love im Original von ihm ist oder von ihnen ist oder ja, was auch immer. Ich habe auch den Namen gekannt, aber mich sonst wirklich noch nicht so groß damit befasst und irgendetwas kennt. Also eben die einzelnen Songs vom Album sind mir dann doch bekannt vorgekommen. Also Hallucina, das habe ich glaube sicher auch schon gehört gehabt, aber jetzt natürlich nie so bewusst das ganze Album durchgelassen. Bin ehrlich gesagt auch nicht so dazu gekommen, die restlichen Alben durchzulassen jetzt in dieser Vorbereitungszeit, aber ich würde das garantiert noch nachholen, weil es mich auch recht gecatcht hat, weil es einfach wirklich so etwas komplett anders ist, als es sonst irgendwie auch schon gibt. Also es ist null Pop-Fick, null so 0815 Schemen, wie sonst Songs geschrieben sind. Voll, würde ich auf jeden Fall nachholen. Es hat mich mega abgeholt. Ja, voll, super schönes Album und schön haben wir das dürfen besprechen hier. Das ist ja Vinyl bestellt, oder noch? Nicht mehr kann. Quasi. Wir hätten es eigentlich für diese Episode wollen, aber jetzt haben wir halt im Jon ein bisschen geklaut. Aber voll, nein, ich finde das immer auch so, wenn man irgendwie sich die Zeit nimmt, das Geld nimmt, ein Vinyl zu kaufen, dann ist es irgendwie schon ein bisschen ein Zeugnis davon, dass man einen Artist, glaube ich, auch wertschätzt. Ja, voll. Ich würde sagen, das Schlussfazit gehört dir. Bon Iver, definitiv einer von meinen absoluten Lieblingskünstler. Wie gesagt, 2-mal in Folge Top Spotify Artist. Jetzt 2. Rang, also in diesem Jahr. Das ist nicht mein Lieblingsalbum, aber das habe ich glaube von Anfang an gesagt. Ich finde aber, wie gesagt, es ist so ein tolles Statement davon, wie er sich verändert als Künstler. Und ich glaube, was mich an ihm so fasziniert, ist, dass er nicht Angst hat, zu experimentieren und zuschauerhaft blöd gesagt zu verlieren. Also er nimmt das dann wie in Kauf, dass er sagt, okay, ich mache experimentellere, abstraktere Sachen jetzt, aber ich mache das, weil ich die Musik will machen und nicht, weil ich will irgendwie so und so viele Zuhörer erreichen. Und das finde ich sehr cool. Und wegen dem ein cooles Album, um zu zeigen, wie er sich verändert hat. Voll. Das war doch ein schönes Schlusswort gewesen. Merci vielmals fürs Einschalten. Wir hören uns in 2 Wochen wieder mit der nächsten Albumbesprechung. Schreibt uns doch euer Feedback, wenn ihr es habt, in die Kommentare oder auf Instagram oder wo auch immer das ihr wollt. Genau, würde uns freuen, wenn ihr auch dann wieder einschalten würdet. Und sonst auf jeden Fall vielen Dank und bis nächstes Mal. Ciao zusammen, macht's gut.